Ich hoffe, mein wertvollster Schatz wird dir bei deiner Mission helfen. Das wäre super. Jo, das tut er schon, ja doch. Und jetzt möchte ich nur mal schauen, was das mit den Fackeln eigentlich war. Vielleicht finde ich nur mal was. So, und was sagst du? Oh, Mama, ihr habt eure Prinzessin runtergerettet. Ich bin sehr froh darüber. Ja. Danke. War ja nicht nötig gewesen, irgendwie, ich weiß nicht, Geschenke zum geben oder so. Ja, ich weiß, wir haben den Stor gekriegt, aber ey, was soll's. So, wie war das jetzt? Muss ich da schnell sein oder was ist das? Zack. Oder habe ich einfach irgendwo auf Fackel vergessen? Das bezweifle ich nämlich. Und zack. Zack und zack. Okay, war wahrscheinlich wirklich zu langsam oder keine Ahnung. Was sind. Aber gut, immerhin haben wir es jetzt immer geschafft. Was kriegen wir eigentlich? Ich habe keine Ahnung. Herzteil. Echt jetzt? Ich habe jetzt schon 10 Herzen. Geil. Warte mal. Wir haben 3 Dungeons geschafft, also 3 Container. 3 haben wir vor Anfang, das heißt, wir haben 4 Resort, das heißt, wir haben 16 Herzteile schon gefunden. 16. Okay, gut Abteilung. So, die Mission ist, wir müssen zu Zelda. Glaube ich, war der Punkt. Stimmt, warte mal, wir müssen das vielleicht mal abhackeln. Das haben wir gemacht. Gut. Aber ich weiß ja, dass da noch was war und ich glaube, das geht in die verlorenen Wälder und das möchte ich jetzt austesten. Ich möchte wissen, wo es da hingeht. Ja, Lost Woods. Ich will wir wissen, was das eigentlich ist. Eine riesige Killer-Ananas. Versuche ihre Wurzeln zu erwischen. Das ist ihre Schwachstelle. Echt jetzt? Killer Ananas? Ja, Navi, es ist klar, wir müssen ins Schloss. Aber ich da trotzdem gerne mal da noch rumlaufen schnell. Weil wir auf der Seite von der Hyrule-Ebene noch gar nicht waren. Von der Hyrule-Steppe. Hylianischen Steppe. Ah, Mann. What the fuck? Warum sind da so viele Killer-Ananas? Ananas Ananas. Ich möchte einfach nur mal kurz da entlang stapfen und ein bisschen schauen. Ich frage mich die ganze Zeit, warum bewegt sich da die Killer-Ananas nicht? Dabei dürfte er einfach nur so kleine Kiddos raushauen. Ja, okay, und wie kann ich die killen? Gar nicht, oder was? Ja, dann halt nicht. Lass mir wollen. Was ist jetzt? Wenn da irgendwo... Ey, komm. Eine Skulptur im Baum ist.
Die da doch niemals finden. So zufällig. Oh, kriegen wir da wieder Rubine raus. War ganz cool, weil die hoppen immer so früh jetzt. Ich habe weniger als gedacht gekriegt. Ja, 20, immerhin. Nimm mich gern mit. Ich habe nicht mehr so viel gekriegt in Lord Yabu Yabus Bau. Da ist auch einfach random ein Loch und der Baum, den Baum testen wir mal kurz. Na, schon wieder nicht, aber Herzen kommen runtergeflattert, die nehmen wir natürlich mit. Was ist in dem Loch? Ei. Heute ist wieder, oder jetzt ist wieder ein bisschen Erkundungspart. Na, ich kann schon heute sagen, weil kommt ja täglich 5 bloß. Ja, du, da haben wir schon mal mehr gekriegt, gell? Also. Da darf es zum Heiliger See gehen. Normalerweise. Warum ist das zu? Warum ist das zu? Heiliger See. Hä? Ach, der ist extra so abgespart. Deswegen hat er vorher noch nicht hingehen können. Und so haben die das geregelt, okay. Das heißt, man muss ja natürlich einen alternativen Weg finden, damit man da erst hinkommt. Ganz was Wichtiges, ich hab gerade was gesehen. Erst mit Baum. Okay, na, kein goldenes Skulptur, aber da drüben läuft der Dude. Den brauchen wir. Ja, nice. Ist geil, dass ich den zufällig da gerade sehe. Wir müssen den jetzt kurz ein bisschen verfolgen. So auf Stalker-like. Ja, genau, jetzt. Perfekt. Jetzt hat sich der Dude hingelegt, aber ich habe gerade ein bisschen ein Problem. Verpisst euch, nämlich mit den Rehen. So. Weil der Läufer läuft auf der Steppe die ganze Zeit immer dumm. Und irgendwann macht er eine Pause und möchte Hausnummern haben, die wir natürlich haben. Ich wette, mit diesen Ohren kannst du die Stimmen hören. Das sind die Ohren, die der große Kürbis prophezeit hat. Hoppel die Höhe. Mir ist egal, wie teuer sie sind. Ich muss sie haben. Verkauf sie mir. Ja. Mein Traum geht in Erfüllung. Ich habe Hasenohren, Hoppel die Höhe. Fütter mich mit Möhren. Für die Maske hast du 50 Rubine bezahlt. Der durchgeknallte Kerl hat dir jedoch mehr dafür gegeben, als du zählen kannst. Fuck. Hast jetzt, wenn ich Sparer gekommen war mit einer noch größeren Börse, falls es überhaupt gibt, ich weiß nicht, hätte ich dann noch mehr gekriegt? Macht die einfach komplett voll oder was? Ui, das ist ja auch für eine geile Sicht eigentlich. Ich möchte jetzt eigentlich da nur mehr auf die Farm. Aber da drüben war ja noch nicht. Ja, egal. Ich gehe jetzt nochmal darüber. Und dann auf die Farm, weil jetzt ist sowieso Tag. Und ich möchte in der Nacht da hin. Close one. Affenbrunnen. Ja, wir haben immer nur 2. Dann stell mich kurz rein, lass mich kurz heilen und geh wieder weg. Und wieder auf der London Farm. Ist doch immer wieder schön. Ich find's immer wieder schön. So. Und jetzt holen wir uns da die goldene Skulptur ab.
Jetzt hoch. Ist wieder zu hoch. Ja, toll. Wie gesagt, es ist schwieriger so zu zielen. Mit dem Bumerang. Okay. Aber das ist dann wieder machbar. Und da hinten war natürlich auch nochmal eine. Oh, viel zu hoch. Lol. Hey. Hallo? Jawohl. Leute, was passiert gerade? Ey, scheiße, ich hab damit gerade nicht gerechnet. Dunkle Wolken. Boah, ich krieg grad Gänsehaut, das ist natürlich schon geil. Aber in der Nacht geht doch das Tor nochmal nicht auf. Es ist Zelda mit Impa. Verdammt, sie ist fort. Du da, kleiner Wicht. Du musst das weiße Pferd gesehen haben. In welche Richtung sind sie entkommen? Antworte mir! Glaubst du im Ernst, dass du sie vor mir schützen kannst? Du Narr! Du hast Mut? Doch Mut kann manchmal tödlich sein. Armseliger Tropf, weißt du, wem du gegenüberstehst? Ich bin Ganondorf, der König der Gerudos. Oh mein Gott, Leute, was ist da gerade passiert? Da geht es storymäßig schon... Geht's ein ganz schön ab. Aber Zelda hat uns da was hingeschmissen. Die Ocarina der Zeit. Die Ocarina ist ein Artefakt aus dem Besitz des Königs. Sie hat geheimnisvolle Kräfte. Maria, kannst du mich hören? Ich bin es, Zelda. Mare, nun da du die Ocarina in Händen hältst, bin ich schon weit entfernt. Ich versuchte auf dich zu warten, doch die Zeit drängte.
Zumindest konnte ich dir die Ocarina übergeben. Und diese Melodie. Dies Lied öffnet das Zeitportal. Du hast die Hymne der Zeit erlernt. Wohlan, Mare. Spiele diese Melodie in der Zitadelle der Zeit vor dem Zeitaltar. Alles klar, das ist so ein mega Abgang jetzt eigentlich. Und wir haben einfach so die Feen Ocarina Fossalia gegen die Ocarina der Zeit von Zelda austauscht. Also wenn das mein Korb ist, dann weiß ich auch nicht. Okay, wir müssen sofort nachschauen, was eigentlich Abgang ist. Aber zuerst müssen wir zum Maskenhändler. So, Delle. Ist da eigentlich sonst noch irgendwas los? Irgendwann, ich wollte doch was aus einer Flasche, aber ich weiß jetzt auch nicht, was die wollte aus der Flasche. Aber erstmal zum Maskenhändler. Alle Masken sind verkauft. Ich wusste, dass du der richtige Mann... Junge, dafür bist. Natürlich, Junge. Als Belohnung für deine Mühe sollst du eine ganz besondere Maske erhalten. Dies ist die Maske des Wissens. Es ist eine mysteriöse Maske aus dem Erbe der Sheikah. Suche und du wirst verborgene Kräfte der Maske entdecken. Sie ist nützlich und unheimlich zugleich. Warum sie unheimlich ist, das wirst du herausfinden, wenn du älter wirst und irgendwann den Sinn des Lebens erkennst. Vertrau mir. Die Maske des Wissens. Ich habe Nachschub bekommen. Von nun an kannst du jede beliebige Maske ausleihen, vertrau mir. Was hast du denn da für Masken gekriegt? Alter, schaut anders creepy aus. Sora-Maske. Sieht besonders cool beim Schwimmen aus. Goron-Maske. Trägst du diese Maske, lächelst du immer zu. Gerudo-Maske. Mit ihren verführerischen Augen macht sie aus dir ein zauberhaftes Mädchen. Haha, bin ich doch schon. Hui. Und was bringen die mir? Naja, auf jeden Fall. Maske des Wissens. Maske des Wissens. Probieren wir was aus. Ah, na, was. Wir machen jetzt mal weiter. Ich schau Zwischenpart noch, was das Ding so kann. Gut, und dann... Ich hätte eigentlich auch noch Bock, rauszufinden, was die alle da wollen. Okay, also anscheinend je nachdem, was man dem Bettler verkauft, der Bettlerin verkauft, kriegt man halt einfach nur Rubine. Also, scheiß drauf. Dann halt nicht, dann machen wir das halt nicht, weißt du. Mit der Maske des Wissens fangen jetzt diese Sheikah-Steine an mit uns zu sprechen. Da du nun die Maske trägst, beginnt die Statue mit dir zu sprechen. Ja, Gott, das ist vorher, was ich gesagt habe. Höre ihre Worte. Man erzählt sich, dass die unterirdischen Höhlen, die man an verschiedenen Stellen findet, die idealen Brutstätten für Käfer wären. Actually waren wir an einer Stelle in die Lost Woods doch noch nicht. Habe ich nicht gewusst, aber...
Deswegen holen wir sie ja jetzt noch. Und passt tatsächlich noch sehr gut in den Part Ray. So. Hallo, hallo, hallo. Und es geht sogar um die Maske des Wissens. Hi. Vergib mir. Darf ich dir Dekönüsse anbieten? 5 Stück? Nein. Möchte ich nicht. Möchte das anders. Ich weiß nämlich was man da machen kann. Mit der Maske des Wissens. Und mit nur einer anderen Maske. Kann ich euch dann nochmal sagen. Da kann man Dekostäbe kaufen. Lol, ich habe jetzt echt einen gekauft. Na, belastend. Okay. Es muss irgendwo ein Loch sein im Boden. Geht. Die Schmetterlinge zwangsam an. Waldbühne. Wir warten darauf, dass du uns deine hässlichste Fratze zeigst. Einzigartige Preise zu gewinnen. Ja, natürlich waren wir da noch nicht, weil ich nicht mehr wusste, dass der Ort existiert. Das Publikum. Hallo? Wer bist du? Meine Brüder und ich sind uns einig, du bist potthässlich. Geil, Mann. Zum Trost werden wir dich mit einigen Dekonüssen versorgen. Außerdem werden wir dafür sorgen, dass du von nun an mehr Nüsse tragen kannst. Hobrobbel, Kadobbel, Watzakamobbel. Jetzt kannst du insgesamt 30 Dekonüsse tragen. Yay! Danke! Das wollten wir doch schon immer und sind die ja schon immer ausgegangen. Ich habe die Chords x-mal verwendet bisher. Kann man da unten irgendwas machen? Nö. Aber, ganz ehrlich, es kehrt zum Spiel und ich muss das Herz sagen. Ach ja, übrigens, wen es interessiert, der ist es, by the way, die schnellste Fortbewegungsmöglichkeit. Wir präsentieren nun mal unsere hässliche Fratze, aber diesmal mit der Schädelmaske. What the fuck? Hey? Kollege, was wollen die? Meine Brüder und ich sind uns einig. Du siehst genauso aus wie unser heiliger Totem. Nimm diese Dekostäbe als Zeichen unserer Ehrfurcht. Zudem werden wir dafür sorgen, dass du nun mehr tragen kannst. Hobrobbel, Kadobbel, Katzabarobbel. Du kannst jetzt insgesamt 20 Dekostäbe tragen. Juhu! Dankeschön. Und das ist auch wieder was, das wir natürlich unbedingt brauchen. Andererseits muss man sagen, Dekostäbe sind wichtiger als Dekonüsse und hätten tatsächlich irgendwann einmal knapp werden können. Hallo du. Ich möchte jetzt erstmal noch Käferei da. By the way, bin ich wieder da. Hallo. Ja, stimmt. Muss mir wieder grabben direkt. Mhm. Au, du Arsch. Lol. Warum konnte ich ja schießen, wenn ich gerade... Naja, egal. Und wir pflanzen natürlich wieder eine magische Bohne, ey. Ja gut, dann sind wir jetzt aber eigentlich fertig mit den Lost Woods. Zumindest da die jetzt wirklich absolut nichts mehr wissen. Natürlich muss da auch nur eine Bohne gepflanzt werden. Die darf man nie vergessen. Aber irgendwie habe ich dann doch das Gefühl, dass doch ein paar mehr Bohnen wären, als ich eigentlich anfangs gemeint habe. Ich habe gemeint, das geht ja nur bis 100 Rubine zu zahlen. Fast 10 Bohnen, aber ich glaube, das wird wesentlich mehr.
Oh mein Gott, was? Ich hab grad... ich hab grad Salia angerufen, mehr oder weniger, mit dem Lied von ihr. Und sie fragt nur so, Nanu, deine Ocarina klingt irgendwie anders. Du hast wohl kräftig geübt, Mare. Geil. Der weiß ja komplett an deine Ocarina jetzt. Uff. Also mir ist gesagt worden, dass da nur irgendwo ein goldenes Skulltula versteckt sein muss. Aber entweder ich bin verarscht worden oder ich bin zu dumm zum Finden. Oder vielleicht findet man es ja jetzt noch nicht. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall siege ich es nicht. Und zwar nirgends. Keine Ahnung. Danke dafür. Darf man natürlich auch nicht vergessen. Und wie wir schon dabei sind, natürlich. Genau. Die Bohnen pflanzen.